Känguru-Ragout. In Australien isst man Känguru-Ragout. Känguru-Ragout, Känguru-Ragout. Und eiskaltes Frottwurst-Creme Vanille dazu. Apropos Essen, da ist mir ja mal der Beste passiert. Das ist jetzt wirklich aber mega hübelblöd. Ich bin mit 16, habe ich dort schon gefunden, ja, anstatt einfach Party machen und Geld ausgeben, kann man doch einfach an einer Party Geld einnehmen und man kann arbeiten. Gut, habe ich das auch so gemacht und bin dort als Open Air arbeiten. Am ersten Abend war eigentlich alles so in Ordnung, oder? Ich meine, wir hatten frischen Salat, ich war an der Salatbar, oder besser gesagt an der Hamburgerbar. Und es war eigentlich alles in Ordnung und so, saubere Ware und so, kannst gar nichts sagen. Und so am zweiten Abend, es war natürlich auch scheisse heiß, oder? Wie es an Open Air so ist. Also ich hoffe, die Hygienestandards sind heute ein bisschen besser, weil das ist wirklich tatsächlich, das ist ja über 20 Jahre her, wenn ich 16 war, oder? Also ich meine, jetzt bin ich 39. Gut, also eben, am zweiten Abend war es so geil. Ihr könnt euch vorstellen, vorne ist eine Bierbank, wo wir einfach da so ganz rudimentäres Zeug nachher rausgegeben haben. Wir haben es nicht einmal irgendwie schön gedeckt oder so. Und hinten dran hat es die Kübel mit den geschnittenen Tomaten drin vom Protego oder vom CC, wo du das Zeug kannst kaufen, oder? Und irgendwie noch grünen Salat und Rüebli-Salat und einfach noch eine Fertigsauce, oder? Und dann im Tomatenkübel hin, wo der Deckel abgetreten hat, eine Spinne in die runtergetreten und ist nicht rausgekommen. Ja gut, das ist jetzt nicht so schlimm, man isst ja auch Fleisch, habe ich gedacht, oder? Gut, auf jeden Fall sind die Leute angestanden und dann steht so eine gekommen, es sind nicht viele Leute angestanden, die haben vielleicht gewusst, warum. Und dann steht eine gekommen, die hat mit ihrem Freund geredet und hat mir so die Hand hingestreckt und hat den Kopf weggedreht und hat eben mit ihm geredet, oder? Und ich habe sie so gefragt, ja, was hättest du denn gern? Und sie so, ja, gerne ein bisschen von allem etwas. Gut, und dann habe ich ihr gerade angefangen mit dem grünen Salat, den ich drauf da habe. Und dann ist dort und hat sich plötzlich bewegt. Und die hat zum Glück hat sie nicht geschaut. Aber der Salat hat sich plötzlich bewegt. Ich so, Scheiße, wieso bewegt er sich? Scheiße, wieso bewegt er sich? Und der kommt, im Fall wirklich, das ist kein Witz, ein daumengrosser schwarzer Käfer mit diesen grossen Hörnern unter dem Salat. Und ich so, Scheiße. Und sie hat gerade in dem Moment umschauen und ich habe Geistesblitz gegenwärtig, wenn ich dort war, weil dort schon sehr gewieft war, habe ich eine Handvoll Rüebli-Salat genommen und habe gerade auf den Käfer runter. Und habe den Käfer so beschwert. Und dann schaut sie mich so an und sagt, oh, das ist denn toll, so viel Rüebli-Salat. Und dann habe ich gesagt, ja, gell, willst du noch ein bisschen mehr? Ich sterbe jetzt noch. Und ich habe noch mal eine Handvoll Rüebli-Salat drauf, um den Käfer zu beschweren. Salatsauce drüber und dann hat er gesagt, eine gute. Ich habe die auf jeden Fall nie mehr gesehen. Ich weiss nicht, ob sie irgendwie gemeint hat, dass sie irgendwie so feine Brotkrute oder irgendetwas. Das ist das erste und das letzte Mal, wo ich so gearbeitet habe. Und vor allem das letzte Mal, wo ich so etwas irgendwann an so einen Ort bestellt habe. Also, wenn es die jetzt irgendwie gehört, tut mir mega leid. Ich bin einfach noch jung gewesen, dort zwar nicht weniger kübeldoof als jetzt, aber immerhin so lange weg, dass es hoffentlich nicht mehr weiss. Wolle Rose kaufen, musste nix weglaufen.